Hallo, ich bin Sandra. Ich bin Yaksha. Wir kennen uns seit 6 Jahren und ich habe Sandra darum gebeten, dass sie uns ihre Erfahrungen in Deutschland ein bisschen erzählt, näher bringt und dass sie von ihrem beruflichen Weg hier in Deutschland euch ein bisschen erzählt. So Sandra, kannst du uns ein bisschen von deinem Beginn hier in Deutschland, von deinen Anfängen was sagen? Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich bin Ende 2013 nach Deutschland gekommen und gleich hier in Hamburg. Und du kommst aus? Genau, ich komme ursprünglich aus Serbien. Ich auch. Genau, aus Serbien kam ich Ende November 2013 in Hamburg und habe ich angefangen in einem Altersheim zu arbeiten, also wir zusammen. Genau, ich kam etwas später, dann im März 2014. Genau, und wir haben zuerst als Pflegehelfer gearbeitet, weil wir aus Drittland kommen und erstmal unseren Beruf hier anerkennen lassen müssten. Wir haben danach ein Jahr später, als wir ein bisschen unsere Deutschkenntnisse verbessert haben, Hat gedauert. Genau, da haben wir angefangen, einen Vorbereitungskurs zu besuchen. Das war Max-Kurs-Schule. War das gut? Fandest du den Kurs gut oder fandest du den überflüssig? Nee, ich fand das ganz gut. Das hat mir viel Ich auch. gebracht. Ja, manche Menschen sagen irgendwie, ja, das soll man gar nicht machen, aber unserer Meinung nach ist es eine tolle Sache, wirklich diese Kurse, Anerkennungskurse zu machen. Da lernt man sehr viel. Genau, also da konnte man wirklich Fachdeutsch lernen, also dass man das, was man zu Hause auf Heimatsprache und auf Lateinisch gelernt hat, das konnte man alles auf Deutsch nochmal wiederholen. Ja, und das hat sehr viel gebracht, weil hier sagt man, also mit Patienten muss man wirklich auf Deutsch Fachbegriffe können. Ja, genau, das ist wichtig. Also nicht einfach, dass man die Sprache kann, das geht ja irgendwann, aber ja, dass man den Patienten wirklich versteht und dass man mit dem Patienten so sprechen kann, wie man Patient das in seinem Leben gewohnt hat. Ja, und Sandra, was hast du nach deiner Anerkennung gemacht? Genau, ich bin weiterhin in diesem Altersheim geblieben als Pflegefachkraft. Da habe ich als Pflegefachkraft gearbeitet, als Schichtleitung, war sehr spannend, interessant. Altersheim gibt viele Möglichkeiten und Zeit, um Deutschkenntnisse zu verbessern. Also da beschäftigt man sich tatsächlich viel mit Sprache, weil man sich jeden Tag mit Bewohnern unterhält. Also das sind keine Patienten, die wohnen da, das sind Bewohner. Und man redet da so viel und über einfache Sachen, also über Alltag. Und, ja klar, aber ich hätte eine Frage. Kann man sich in einem Pflegeheim auch weiterbilden? Kann man dort Stationsleitung werden oder sowas? Genau. Also das ist auch ein Weg, was man machen kann. Genau. Erstmal gibt es sehr viele Fortbildungen, was man als Pflegefachkraft besuchen muss. Also diese Fortbildungen über Entwicklung in der Pflege in Deutschland. Es gibt einen Expertenstandard, der sich fast jedes Jahr ändert und was Neues bringt, und das muss man einfach alles erfrischen.